Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uff Pelzig. Ja, in der letzten Episode, da sind wir wieder glorreich im Herrenhaus rumgerannt. Und ich habe mich heroisch wie immer vorm Rudi versteckt, der hier als Geist anscheinend rumspukt. Ja, das Zimmer daneben haben wir erledigt gehabt. Da konnten wir, glaube ich, noch nicht wirklich effektiv rein, wenn ich mich richtig erinnere. Weil da was war, was es zu reparieren galt, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ist auch schon eine... ist auch schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, muss ich gestehen. Okay, da habe ich noch was kaputt machen können und habe noch 500 Glipper dafür gekriegt. Das ist doch auch wieder prima. Ja, ich habe jetzt schon eine Weile nämlich gespielt, muss ich gestehen. Und mein Gedächtnis ist doch auch nicht das Frischeste, was das angeht, wie unser Standpunkt war. Aber ich glaube, wir haben Regler gefunden. Ne? Die können wir hier einsetzen. Genau. Können wir beide einsetzen. Uah. Ach du Scheiße, okay. Ja. Okay, ich habe gedacht, wir müssten noch einen Codesammler oder so. Aber noch offen müssen wir sowieso noch mal, weil dort, ach, nochmal einzelne Kabel verlaufen ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, genau, dann haben wir die zwei Teile auch richtig zusammengesetzt. Das Gemälde haben wir auch da gefunden. Finde ich auch ein sehr schöner Schlüssel. Oh Mann, oh Meter. Habe ich noch alles im Revolver drin, was ich brauche? Und ist alles hochgeladen und ich will überhaupt keine Zeitschinder oder so, ne? Das ist keinerlei Zeitschinderei, weil es hier scheißen gruselig ist oder so. Ach du Scheiße. Die gute Fleischgemälde, wer hat sie nicht? Ach du Scheiße, Mann. Ja, aus dem Licht sieht man das schlecht. Jetzt sollte man die Laternen anmachen. Es sind überall Porträts von Leuten, wo das Gesicht fehlt und stattdessen ist so eine nette, ja, Gewebestruktur von offenem Fleisch. Ja. Wer hat das nicht? Nochmal? Nochmal. Ja, sieht so aus. Ich finde es auch gerade sehr einladend, muss ich sagen, ja. Pfui Teufel. Also nochmal ein bisschen am Kopf rumdoktoren. Scheiße. Anna! Pfui Proband Nummer Teufel. 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des singulären Kortex, Zentrum der Hoffnung. Alter Falter, vor allem, dass der Kopf noch mit der Aare zuckt. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ach Gott, wie widerwärtig. Also wer Bock auf halbierte hat, der kann sich doch mal einer setzen, ne? Wie mache ich nur die Sonde? R2. Na komm, wir pfeffern sie einfach mal rein. Okay, das hat nichts gebracht. Das zieht mir nur was ab. Ich habe auch keine Ahnung, wo rein. Und ich kann dem Gelaber auch nichts entnehmen, um ehrlich zu sein. Okay, das war richtig. Nom 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 nom. Leckerli. Na, wie widerlich. Ich glaube, Neurobiologe hätte was dagegen, so wie die das gemacht haben. Jetzt steht doch bestimmt der Rudi wieder da. Achtung. Der kommt doch 100 Protz. Ich kann drauf wetten, dass der jetzt wieder arg Schisse kommt. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen?
Ja, krass. Okay, du war anscheinend schon entstellt von irgendwas. Wir wissen aber noch nicht, was eventuell von dem Brand, von dem wir gelesen haben, ne? Ja, krasser Scheiß. Ah ne, das war nur eine Riesling-Flasche. Komm, ich guck mal, ob ich die Keramik treffe. Dann schaffe ich's. Zack. Verschwendung von gutem Rotwein. Muss man halt alles per Hand wieder machen. Zack. Keramik-Crasher. Hier sind, ja, Infizierte oder, lecker, Zombies, was auch immer. Ich habe auch mal nachgelesen wegen dem Begriff Zombies und so, ne? Hab mal einfach mal The Evil Within und Zombies eingegeben auf Google und hab rausgefunden, dass das an sich ja keine Zombies sind, die man nur bekämpft, sondern die Kreaturen werden als die Ruhelosen bezeichnet. Warum? Ach immer, ich kann jetzt nicht sagen, was denn hier Hintergrundgeschichte ist oder so, aber, das wollte ich mich auch nicht spoilern lassen. Aber ich habe rausgefunden mittlerweile, dass die Standardgegner hier einfach nur die Ruhelosen heißen. Jetzt nur noch eins. Bist ein richtiger Mathe-Künstler. Dein Mathelehrer wäre stolz auf dich, Bastel. Zack. Das nutze ich doch gleich mal, um zu speichern. Hoi. Ich habe 1000 Sub dabei. Das ist nur läppisches Frühstück. Von daher können wir da nichts machen. Aber zum Speichern ist mir jetzt auf jeden Fall wichtig. Ich bin hier so ein kleiner Schisser, der ständig speichern muss, wenn möglich. Sie etwas vergessen? Ja, das Speichern habe ich vergessen. Aber das passt jetzt wieder. Das habe ich noch geholt. Und jetzt geht's wieder ab durch die Spiegelwelt. So. Dann muss ich jetzt nur noch hoch, ne? Soweit. Rudi kommt. Rudi kommt. Scheiße. Das war sehr gut, dass ich gespeichert habe, muss ich sagen. Ab unter der Schäm dich Tisch. Bastel, gehst du unter der Schäm dich Tisch? Bastel, geh unter der Schäm dich Tisch. Du drunter, du Dappschädel. Ich bring dich um. Scheiße. Jetzt muss ich wieder mal Kondition eindeler. Während der... Scheiße. Mann. Das war fies. Das war richtig fies. Das Gemeine ist, dass der jo überall erscheinen kann, wo er gerade Bock drauf hat. Da kann ich rennen, so viel ich will. Der bleibt irgendwann, wenn er einen gewissen Abstandlimit zu mir hat, einfach teleportiert er sich einfach in die Nähe und dann habe ich das Salat. Das war sehr gut, dass ich gespeichert habe wieder. Oh, die Passage ist richtig fies hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin doch etwas herzraserig verlacht. Und mies, dass er sich noch nicht unter den Tisch versteckelt hat. Das war gemein. Das war echt gemein. Okay, jetzt hat man wenigstens einmal die Sequenz, dass ich da vom Rudi erwischt wäre. Okay, komm. Jetzt kommt er wieder. Das schon für widerliche Geräusche, Mann. Okay, da ist das Kabel drin. Ich mag mich vorher nochmal in der anderen Räume so umgucken. Ich weiß, du war ich schon drin wegen dem Gemälde. Hi, Kumpel. Oh. Hör auf, noch mir zu schießen, du ekliges Gesicht. So, jetzt hast du kein Gesicht mehr. Gefällt dir das? Maske Heiner. Scheiß Typ. So, lass mal anzünden. Oh, mir ist wesentlich lieber zumute, wenn die Kerle angezündet sind. Ja, das hatten wir schon. Ja. Okay, ja, das war das. Das war das Familienporträt von der Valentiaros oder wie sie Käse hin. Valentinos, ich kann es mir sagen, wie sie Käse hin. Valerio oder sowas. Ich weiß es nicht, wie sie Käse hin. Auf jeden Fall von seiner Familie. Da konnte ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht durch. Ja, genau. Ah, dann sollte ich vielleicht doch in die Gegend hier reinmarschieren. Rudi? Bleib nett, Rudi. Ah, ich weiß, da habe ich ein paar Ruhelose gekillt. Und habe 8 Zeich gefunden. Over.
Zur Sicherheit die Sache, ich gucke hier nochmal alles durch, nicht, dass ich irgendwo nochmal Glibber oder was vergessen habe. Mir wurde schon in den Kommentaren auf Facebook gesagt, dass ich in einigen Episoden viel übersehe habe. Und dass doch durchs Gamerherz blühtet, genau, oh Gott, schimpfe jetzt sehr hochdeutsch, es blühtet. Nee, dass das Gamerherz blutet für Inventarmäßig, wenn ich so Zeug vergesse. Deswegen gucke ich jetzt nochmal lieber ein bisschen genauer hier. Und da liegt einer, dich zünden wir mal an. Zack. Wir haben ja noch 8 Streichhölzler. Da liegt der Beil, das nehme ich sehr gern. Und 500 Sub, die nehme ich doch auch. Ich habe nämlich bald Mittag und da kann ich bestimmt was gebrauchen. So, das schreit doch alles noch Rudi hier. Ich muss gucken, wo die Schäm-Dich-Schränke und so sind. Ich glaube, das ist einer, ne? Okay, da ist ein Schäm-Dich-Schrank. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn der Rudi kommt, aber ich habe dann in der Eile dann vergesse ich so noch mehr von der Orientierung und bin dann absolut hilflos aufgeschmissen. Und dann renne ich meistens wie ein kopfloses Hinkel rum. Okay, das ist ein super Raum, da haben wir Schäm dich Bett und Schäm dich Schrank. Das ist optimal. Also falls der Rudi wieder angeschissen kommt, im Nebenraum hätte man sogar auch noch einen Schäm dich Schrank. Sehr gut. Das ist das Erste-Hilfe-Ding wieder, oder? Ja, saugut. Saugut, oder? Ja, wieder so ein Erste-Hilfe-Koffer. Den nehmen wir mal, wenn es wieder ganz hart aussieht. Die Riesling-Flasche lassen wir jetzt mal Riesling-Flasche sein. Und irgendwo ist noch einer. Irgendeiner sieht uns. Ah, hi. Du siehst uns. Na? Hey, komm mal nicht so nah. Das war jetzt auch eine Vermurks, die Aktion. Aber so what? Er kriegt jetzt den Schädel verbädelt. Dann ist mein Beil zwar flöte gegangen, aber was soll's. YOLO, ne? Und du hinterlässt nichts, nachdem du zur Asche zerfault bist. Na gut. Okay, du habe ich noch gesehen, das geht auf. Du sind noch ein paar Streichhölzle drin und zwar 2. Sakai. Gerade noch so. Heute ist aber echt Tag der engen Hose, ne? Meine Fresse. Ich glaube, von da hinten bin ich Kommando, ist der Weg, den ich weiter muss. Es ruft irgendwie alles noch Rudi. Schreit geradezu noch Rudi. Ich muss noch gucken, dass ich den Weg dann wieder finde. Ich weiß, ihr werdet euch wahrscheinlich totlachen und sagt, du musst schon nur den Gang runter und du die der links oder was rein. Aber für mich ist das so hochknifflig die Aufgabe. Wo geht's denn da lang? Das ist wieder irgendwas verdummt Beitel. Okay, da komme ich nicht durch. Das ist doch schon mal was. Dann weiß ich zumindest, dass das ausgeschlossen ist. Okay, von da komme ich, ne? Nur nochmal zur Sicherheit. Ja, schäm dich Zimmer mit vielen Möglichkeiten. Und ja, von da bin ich rausgekommen. Dann kann ich jetzt da der Weg weitergehen. So. Rudi kommt. Ich weiß es schon. Ich kann es echt schon riechen. Obwohl ich keinen Geruchssinn habe. Ah, Glibberklo. Ich finde es sehr nett von denen, dass die nicht einfach reinpissen, sondern ihr Zeug dann schon mal in Flasche packen und das dann reinschütten. Kartenfragment 16. Dankeschön. Oh Gott. Geh rein, Bastel, um Himmels Willen, geh rein. Geh weg, Rudi, geh weg, bitte. Geh fort. Bitte. Ich will nur, dass er die Schranktür aufreißen, da passiert irgendwas. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt können wir wieder raus. Und das, obwohl ich die Laterne gehabt habe, ich Dussel. Oh, Mann. Ich traue mich dann aber keinen Knöpf zu drücken, um ehrlich zu sein. Okay, ein regelmäßiger... Nein! Scheiße. Was zur Hölle? Oh Gott! Oh Gott! Ach du heilige Scheiße! Wow.
das war ja sackenknapp gerade eben. Okay, die Munition habe ich geschenkt gekriegt. Das war nichts, was mit meinem eigentlichen Zeich abgeht. Das ist schon mal gut. Aber, oh Mann. Das war gemein. Einfach nur in Hoffnung, dass es klappt, einfach auf das rote blinkende Teil geschossen. Meine Fresse. Also der obere Stock, der hat's echt in sich. Da ist nichts drin, okay. Wieder Bett. Zum Versteckle und du hast bestimmt auch noch was drin, ne? Ah, schade. Okay, also manchmal kann man hier, wie es aussieht, die Niete ziehen und da ist dann nichts drin. Aber mit Glück hat man also Spritz dabei. Wie im richtigen Leber, ne? Da brennt noch ein bisschen was von der Kaminglut. Und hier scheint es wohl Kreaturen noch zu geben. Vielleicht noch ein paar Ruhelose, ne? Nee, da komme ich nicht durch. Ah, doch. Ich komme... Oh! Okay. Ja, geiler Scheiß. Okay. 1000 Sapper. Ein Explosivbolzer. Und wieder sowas Glorreiches. Aber bevor ich zu dem ekligen Schädel gehe, die Sache, ich gehe nochmal zurück. Und ich gucke mal nochmal den anderen Gang an. Da war nämlich noch was. Quatsch. So, da hinten wollte ich noch gucken, was es da noch Schönes gibt. Ich will doch nichts verpassen. Dich zünden wir jetzt nämlich noch an. Vor allem, weil du so energisch den Glipper umklammert hältst, den will ich haben. Hier sind wieder irgendwo Ruhelose. Hi, da ist er schon. Der Mr. Restless. Jetzt ist er kaputt. Noch 2, das ist ach sehr gut. 300 Blubber. Ich zünd mal noch an. Wir händen's ja. Da gehen wir nochmal rein. Zack. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Das war so ein bisschen die Psycho-Version davon. Ah, da haben wir noch ein Tonbandgerät. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst, Hoffnung, Einwilligung, Vertrauen, Neid? 3 davon sind von zentraler Bedeutung. Doch welche öffnet die Tür? Das sind die Fragen, die ich mir immer so im Leben stelle. Das sind die Sachen, auf die es ankommt im Leben. So. Ey, ich wollte dich doch anzünden, Mann. Hätte ich mich doch einfach gelost. So. Da ist noch 500 Zeich. Und da haben wir noch 200 abstaben können. Das nehme ich auch gern an. Da ist noch was. Die 500 nehme ich auch gern. Und... Okay, da ist noch... Sprengfaller. Ui! Eieieiei. Dass die immer überraschen müssen, die Kerle. Beil ist immer gut. Wow, aber den Jumpscare fand ich jetzt eher lahm, um ehrlich zu sein. So, was sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Ja, sau gut. Sau gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Und ich gehe wieder zum Kaminzimmer zurück. Wow, wow. Wird denn das Ding gespannt? Da ist man mal kurz weg. Und dann kommen die Säckler und machen durch Stolperträte hier. Das gibt's doch auch nicht. Das ist ja auch gemein. Lassen sich immer wieder was einfallen hier, die Knabe. Okay. Dann machen wir das nochmal weg. So. Scheiße. Mann. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, den Fail. Na gut. Fuck. Ja, das war gemein. Na gut, dann gehen wir jetzt halt wieder durch den Kamin und holen wieder einen Kontrollpunkt dort mit. Und dann dürfte ich auch wieder einigermaßen sicher sein. Rudi wird jetzt nicht plötzlich durchstehen. Das heißt, das habe ich wenigstens sicher. Wenn ich das richtig gemacht habe, kann ich auch den Kontrollpunkt wieder haben. Ne? Vermute ich mal. So, was sagt der Arzt oder der Rudi das mal dazu?
Proband Nummer 12. Test 71b. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Okay. Ich bin aber keinerlei Experte für Hirnforschung. Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Ja, ich kann das immer noch nicht sagen, wo es hin muss. Echt keine Ahnung. Ich bin kein Hirnspezialist. Ich kann nur sagen, wie es bei die Synchronität in etwa passen wird. Also damit es symmetrisch aussieht. Okay, das war die letzte Sub. Kontrollpunkt. Alles klar. Und wir verlassen das ganze Szenario jetzt, indem ich mir noch eine Spritzel setze. Und... So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode am Donnerstag zu Let's Play The Evil Within Uwe Pelzig. Also machen's gut bis dahin, Eiern Yankee.